Hallihallo und herzlich willkommen zu Player Unknowns Battlegrounds, der ultimate Liefe und Theat fickt. Jo, mal schauen, was wir heute machen, ob wir heute reissen oder nicht. Die letzten paar Runden sind nicht so gut gelaufen, weil ich einfach immer aus Dummheit in die Gegner gerusht bin, die halt schon eine Waffe hatten und ich nicht. Jo. Aber ich bin guter Dinge, obwohl ich extremiert bin. Und ich erst gerade aufgestanden bin. Ah, dann güchseln wir doch einmal. Uiuiui. Ich bin wenigstens froh, dass ich endlich wieder gamen kann. Das Game wäre ja niemals gelaufen auf dem alten PC. Uiui, da geht's ab bei der Military Base. Übrigens, ich entschuldige mich, wenn ich nicht ganz so viel rede jetzt bei dem Game, weil ein bisschen Konzentration ist da erforderlich. Los geht's! Ah ja, perfekt. Einer kommt noch in die Richtung. Und so bin ich allein. Oh ei, oh ei. Komm, Land. In Sicht. So. Die Möglichkeit ist gross, dass der mich jetzt gesehen hat, dass der jetzt nicht da kommt. Ich kann es aber nicht verschreien. Das erste, was ich jetzt gerade am Suchen bin, ist entweder eine Pistole, eine Pumpe oder ein Rucksack. Genau das. Gut. Jetzt können wir auf einpacken. Das da ist wichtig. Das da kann man nehmen, das da kann man nehmen, das da kann man nehmen. Jetzt brauche ich einfach noch eine Waffe. Ui. Ich nehme jetzt mal im Moment alles auf in diesem Haus da, weil ich nicht weiss, was noch sonst kommt. Handgranate brauche ich eigentlich nicht. Stufe 2 Rucksack, dann haben wir den Energy Drink, das Magazin. Da haben wir Schnellwechselmagazin 556 Muni. Aber keine Waffe. Es ist selten, dass da keine Waffe rum ist. Das ist wirklich selten. Ah, wenn man vom Teufel redet, gell? Können wir mal schauen, was haben wir da alles? Ein Holo. Und so ist nichts für die. Gut. Dann gehen wir doch mal wechseln.
Im Normalfall mache ich eigentlich die Türen immer wieder zu. Ui, ja. Wieso dass ich es jetzt gerade gemacht habe, weiß ich auch nicht. Das ist ein Zeitdruck. Wieso ich das mache, um andere Leute zu verwirren? Hey, das ist wirklich nicht. Weil da haben sie das Gefühl, da innen ist noch nicht gelootet worden. Gehen rein und verlieren Zeit. Nein, das war falsch gewesen, das habe ich eigentlich können. Haben wir da irgendetwas dafür? Nein. Aber immerhin haben wir jetzt eine gröbere Waffe. Haben wir da Schalldämpfer, Handfeuerwaffe? Nein. Da haben wir eine. Gut, zuerst das Haus clearen, bevor ich da 9 mm werde ich wahrscheinlich nicht brauchen. Und jetzt da Rotpunkt und das. Okay, tun wir mal kurz schauen. Also das Rotpunktvisier, das behalte ich mal. Erweitertes Magazin für MP behalte ich. Ich nehme ein Schnellwechselmagazin für die MP. Das da, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Das da brauchen wir. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir. Ich bin gerade am Hören. Ich habe gemeint, ich hätte Steck gehört. Aber dem war nicht so. Okay, ja. Kann ich noch schnell machen. Ist die wenigstens nachgeladen. Ist das schon drin gewesen? Nein. Haben wir da schon das MP? Nein. Habe ich nicht wollen. Ach ja, komm, das passt. So, wie sieht die Zone aus? Ja, geht so. Okay. Jawohl, danke schön. Ich bin ein laufendes Ersatzteillager, ist doch schön. In diesen kleinen Hütchen hat es angenommen, das Haus habe ich vergessen zu tun, aber macht jetzt nicht. Egal. Ich bin ein bisschen unter Zeitdruck, da die Sonne schon langsam am Kommen ist. Gehen wir mal schnell ins Kleine reinschauen. Mach die Tür zu bitte. Hilfekoffer habe ich, glaube ich. So. Oh, schau jetzt, da haben wir da M624. Dann können wir einfach Munition nehmen. Das können wir nehmen. Haben wir schon Verband können wir nehmen. That's it. Da bin ich glaube auch schon gewesen. Ja. Dazu, danke. Ja, dann geht es nachher langsam Richtung Zone. Haben wir da schönes ACP. Holovisier brauche ich nicht. Falls mal irgendein UMP würde ich finden. Und die UMP spiele ich sehr gern. Das ist eine geile Waffe.
Danke. Okay. Schauen wir mal. Ich würde gerne da rein. So, los geht's. Jetzt weiss ich, in der Nähe, also mehr oder weniger in der Nähe, ist einer gelandet von mir. Das heisst, wahrscheinlich hier hinten. Und der wird mehr oder weniger den gleichen Weg haben wie ich. Das heisst, entweder ist er vor mir, neben mir oder hinter mir. Aber das immer versetzt. Ja, die Sonne kommt langsam. Aber dann müsste ich eigentlich locker reinschaffen. Also, ohne zu grossen Energieverlust, meine ich. Dass es knapp wird, weiss ich selber. Und ich könnte auch die Waffen wegstecken, dann wäre ich noch schneller. Aber das wollte ich gerade nicht, weil ich weiss, da in der Nähe sind Leute gelandet. Und so bin ich dann gerade schussbereit. Außerdem kann ich den wieder schnell spotten. Vor allem wenn es hier auf Häuser zugeht. Es gibt auch etwa die so Glöhne, die sich hinter Mauern verstecken für Leute, die da, warte jetzt mal. Aus dieser Richtung sind die Schüsse nicht gemeint, rechts. Ja, eben, um die Leute können zu verschiessen, die ein bisschen mehr Stress haben, in die Zone reinzukommen. Weil für die wird es jetzt lange erst jetzt loszäckeln. So, jetzt schauen wir mal schnell ins Feld rein. Ich habe einen Zweifachsucher, aber immerhin ist es einer. Also wäre ich jetzt in diesen Häusern, würde ich ja, vielleicht sogar noch ein bisschen zuwarten mit lossäckeln. Nein, das ist schon irgendwo links. Nein, rechts. Links und rechts. Kann natürlich auch sein. Und da sind garantiert noch Leute drin. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die weg sind. Weil... Ja gut, die Sonne kommt jetzt langsam. Wenn das so typische Hauscamper sind, dann warten die wirklich bis zum letzten und dann säckelt es los. Mir fehlt eigentlich noch eine geile Waffe. Weil die Schrotflinte habe ich nicht so gern, mit der treffe ich einfach nicht. Keine Chance. Ausser der ist wirklich gerade 1 Meter vor mir und selbst dann habe ich Mühe. Das ist wirklich kein Witz. Also mir fehlt irgendwie ein UMP zum Reinsprayen oder ein Uzi. Aber Uzi habe ich eigentlich aber auch nicht so gern. So, Ränder, da sehen wir. Dort hinten ist der Airdrop. Jetzt mal schauen. Also wir müssen quer durch die Stadt. Wäre es eigentlich am besten entweder... Nein, was ist nach oben durch? So, in die Richtung da. Gleich immer noch in die Zone hineinschauen. Weil es kann gut sein, dass jetzt noch Leute kommen. Ja, siehst du. Das nehme ich. Würde gar nicht. Tja. Okay, was ich jetzt da mache, ich umgang die Stadt gerade.
Oh, scheiße, das Haus ist noch drin. Das heisst, ich komme oben durch. Dort hinten fährt ein Töff, der würde wahrscheinlich genau das gleiche machen wie ich jetzt gerade, und zwar die Stadt umgehen. Weil ich wollte nicht unbedingt direkt durch Poczynski säckeln. Weil ich garantiert in jedem Haus einer könnte sein. Da oben ist sicher jemand drin. Ich denke, da sollte ich einigermaßen safe sein. Da würde ich sagen, gehe ich dann da langsam richtig da rein. Da kann ich einfach die Hügel dort mitnehmen. Jetzt nach der Straße wollte ich eben auch nicht sein, wegen den Autos. Ich wollte nicht überfahren werden. Ich hasse es, überfahren zu werden. Ist mir zwar noch nicht so oft passiert, aber es ist eben schon oft passiert. Wenn ihr wisst, was ich meine. So, Hügellandschaft, das ist einmal so eine Sache. Da verstecken sich immer gerne Leute. Ja, ich hatte jetzt vorher recht Glück gehabt. Dass der nicht früher auf mich angefangen schiessen, der hat wahrscheinlich Schiss gehabt. Wahrscheinlich hat er eben gemeint, ich habe ihn erstens nicht gehört und zweitens hat er wahrscheinlich gemeint, dass ich hinter einem Baum mich verstecke, um mich aufheilen oder so. Das wäre natürlich um einiges länger gegangen, da wäre ich etwa 7-8 Sekunden stehen geblieben. Und dann hätte er genug Zeit gehabt, um sich anzuschleichen. Und ja, mich dann fertig zu machen. Und ihr seht, also ihr hört jetzt vielleicht in der Stadt drinnen wird recht geschossen. Jetzt habe ich das Problem von unten her, von dieser Seite her, da können natürlich auch immer wieder Leute kommen, die Richtung die Zone pushen. Weil da unten hat es viele Häuser. Und nachher werde ich das Problem haben von dort her, von der Schule her, werde ich die Leute auf den Hügel zu pushen. Obwohl die Schule ist noch gut in der Zone drin. Wäre jetzt momentan noch nicht so das Problem in dem Fall. Die will ich noch ein bisschen abwarten. Da ist doch jemand. Nein. Was ich jetzt machen würde, ich nehme mal den Töff. Ciao zusammen. Wow, der Töff ist so scheiße. Oh, Auto. Boah. Fuck. Ein Riesenunfall habe ich gebaut. Ich sage, der Töff ist so scheiße. Ah, wo gibt's dort? Ein Opfer. Der weiss, dass ich ihn gesehen habe. Genau, dort wollte ich auch wählen. Ich werde langsam losgehen. Scheiß auf den. Hinter dem Hügel sollte safe sein vor dem. Der hat mich garantiert gesehen. Es kann sein, dass der mich sogar ab dem Töff geschossen hat. Weil ich bin der Meinung gewesen, ich hätte einen Schuss gehört gehabt. Klar ist der Unfall natürlich auch nicht gerade vorteilhaft gewesen, aber ich bin wirklich der Meinung, ich habe einen Schuss gehört.
Ja. Warten wir mal. Irgendwann sollte der Typ kommen. Das war eventuell der gewesen. Ja, und die Endzone sieht leider aus. Das könnte auf dem offenen Feld sein. Jetzt im Moment ist meine Bewaffnung nicht so gut. Da können wir einen Zweifachsucher haben. Da wäre jetzt ein Vierfachsucher ein kleines bisschen besser. Vor allem, wenn es aufs offene Feld zugeht. Ich könnte jetzt zwar probieren, da rauf zu kommen, aber das wäre Selbstmord. Oder ich versuche, da rüber zu kommen. Das ist der Wald dort hinten. Aber das ist auch Selbstmord. Vor allem, weil ich weiss, dass hinter mir einer ist, der mich gesehen hat. Darum werde ich jetzt versuchen, von daher darauf zuzupushen. Was macht der? Der fährt durch die Zone durch. Da kommt einer. Vierfachsucher. Ah, festgehangen. So, tschüss, kommt immer näher. Ja, ja, ich weiß, ich habe gesagt, mit der Pumpe bin ich schlecht. Da kommt der nächste. Der ist Gold wert, Jungs. Und es geht tatsächlich aufs offene Feld zu. Jetzt haben wir noch einen Vierfachsucher. Gold wert, so Zeug. Warten wir noch kurz. Ich glaube, das sollte jetzt langsam safe sein. Oh, Vierfachsucher. Hallo? Ah, ich bin voll. Mit der Karre habe ich noch nie geschossen. Ich bin eigentlich gegen Scharfschützen gut in diesem Game. Da, die Zone kommt.
Säckchen mit der Zone mit. Wie geht's? Nicht so weit. Positiv ist jetzt natürlich, dass ich durch die Zone geschützt bin. Also geschützt ist ein relativer Begriff, gell? Aber sie schauen sicher weniger hinter sich als vor sich, wenn sie in die Zone reingeht. Jetzt der dort gerade. Nochmal einen Energy Drink. Dann magst du ihn aufheilen. Und los geht's. Da beim Baum. Davor ist er. Irgendwo davor ist er. Direkt vor mir. Nein, wo ist er? Er ist abgesäckelt. Schon immer eine gute Position. Scheiß Büsch. Okay. Schauen wir mal an. Ich würde sagen, mit der habe ich noch nie geschossen vorhin. Bam, Treffer. Ich glaube, da unten ist noch irgendeiner in einem Busch drin. Oder im Hütli drin. Der dort wird jetzt natürlich in meine Richtung schauen, weil er weiss, woher die Schüsse gekommen sind. Ich werde jetzt gerade losgehen. Und zwar pushe ich auf das Waldstück zu.
So, jetzt. Das ist jetzt fast Selbstmord, weil ich sage jetzt über offenes Feld. Ich werde von vorne beschossen, von rechts beschossen. Jetzt bin ich fast schon wieder safe. Wo ist er? Ich habe ihn nicht gesehen. Müsste irgendwo da sein. Da. Ja. Hat sich reingelegt. Das ist 100% Schussgenauigkeit. Hätte ich vielleicht das machen sollen, ich hätte nicht blind reinschiessen, ich hätte sollen abwarten, aber hey. Es hat Spass gemacht. Dritter Platz. Dritter Platz, habe ich nicht mal gesehen. 4 Kills. Kann sich anschauen lassen, oder? Würde ich meinen. Jo, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat wunderbar Spass gemacht und wir sehen uns beim nächsten Video. Oder so. Wie auch immer. Ciao zusammen.